من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبارد وردنا يوم النشور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wir werden heute inshallah mit Allah subhanahu wa ta'ala sein Name As-Sami' fortfahren in unserer Vortragsreihe Asma'ul Husna. As-Sami' bedeutet der Alleshörende, der Allehörende und kommt im edlen Koran 45 Mal vor. Also ein Name Allahs, der sehr, sehr häufig im edlen Koran vorkommt, sodass Allah subhanahu wa ta'ala uns eigentlich eintrichtern will oder uns sagen möchte, achtet auf diesen Namen von mir, der ist besonders wichtig. Das spielt eine besonders wichtige Rolle. Natürlich sind alle Namen Allah subhanahu wa ta'ala sehr, sehr wichtig, aber manche, die im edlen Koran häufiger benutzt werden, sind für uns auch mit mehr Aufmerksamkeit zu genießen, weil diese in unserem alltäglichen Leben also eine wichtige Rolle spielen in der Sache von Tarbiyah und Iman zu Allah subhanahu wa ta'ala. Das Wort Sami'a besteht aus Sin, Mim, Ein. Also nicht Sami', Sami'a. Also das Ein hinten vergessen manchmal die Leute, deswegen Sami'a bedeutet derjenige, der alles hört. Allah sagt im edlen Koran, Laysa kamithlihi shay'un. Nichts ist ihm gleich, wa huwa as-Sami'ul Basir. Und er ist der Allhörende, der Allessehende. In einem anderen Vers sagt Allah, Wallahu yasma'u tahawurakuma, inna Allaha sami'un basir. Und Allah hört euer Dialog. Allah ist allhörend, der alles hört und der alles sieht. In einem anderen Vers sagt Allah, Qala Rabbi ya'lamul qawla fi as-sama'i wal ard wa huwa as-sami'ul alim. Er sagte, mein Herr weiß, was im Himmel und was auf Erden gesprochen wird, und er ist der Alleshörende, der Alleswissende. Al-Hattabi sagt, dieser Name As-Sami' Allah subhanahu wa ta'ala ist Mubalagha Ismi Fa'il, ist eine Extremform Allahs, derjenige, der alles und zu jeder Zeit alles hört. Er hört nicht nur das Lautgesagte, sondern das, was geflüstert wird oder ins Geheime gesagt wird. Für ihn ist es gleich, für Allah, ob du flüsterst, in deinem Inneren sprichst oder laut sprichst. Es macht keinen Unterschied. Er hört nämlich alles gleich laut. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Qayyim sagt, As-Sami' ist derjenige, der alles, was man öffentlich sagt und alles, was man ins Geheime sagt, hört. Ob du es innerlich dir sagst, ob du es mit dir selbst gerade in Dialog, in deinem Kopf dir aussprichst, Allah hört das alles. Sein Hören hat ausnahmslos alles umfasst. Yani alles hat Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Hören umfasst. Es gibt nichts, kein einziges Geräusch, kein einziges Gespräch, kein einziger Ton, der irgendwie Allah entrinnt oder Allah entkommt, sodass Allah das nicht hört. Allah, sein Hören, hat ausnahmslos alles umfasst. Deswegen gibt es nichts, was Allah subhanahu wa ta'ala nicht hört. Er sagt weiter, niemals werden die Stimmen der Geschöpfe verwechselt oder verfehlt. Für Allah gibt es keinen, wenn alle Menschen was wollen, dass Allah nicht mehr unterscheiden kann oder er bestraft denjenigen, aber das war falsch, weil er sich verhört hat. Für Allah gibt es niemals ein Verfehlen in seinem Hören oder ein Verwechseln. Es gibt auch für Allah subhanahu wa ta'ala niemals ein Hindernis. Es gibt keine Stimme, der ihn daran hindert, eine andere Stimme zu hören. Er könnte, wenn alle Menschen sich versammeln, in dem Moment etwas von ihm wollen, hindert das nicht, trotzdem die Ameise, die Fußtritte zu hören, trotzdem das Wassertropfen zu hören, trotzdem die Menschen im Osten zu hören, während alle im Osten was wollen, trotzdem die Menschen im Westen zu hören. Yani Allah sein Hören, nichts kann ein Hindernis vor Allah sein Hören darstellen. Das Verlangen von allen Geschöpfen gleichzeitig würde ihn niemals irren oder überfordern oder er würde die Stimmen verwechseln. Sami'a, Hören, kommt auf 4 Bedeutungen eigentlich. Das erste ist Wissen.
Man sagt ja zum Beispiel im Deutschen auch, hast du das gehört? Damit meint man, weißt du es schon. Hast du das gehört? Also weißt du es schon. Das erste ist Wissen. Das zweite ist Verstehen und die Bedeutung begreifen. Man sagt ja manchmal, wenn du mit einem Menschen etwas redest und er hat es nicht verstanden, sagst du, hörst du mir eigentlich zu? Aber er hat dich ja gehört eigentlich. Aber er hat es nicht verstanden. Deswegen sagt man, hörst du mir eigentlich zu? Also das zweite Bedeutung ist Verstehen. Die dritte Bedeutung ist Hören im Sinne von Antworten, um die Bedürfnisse zu stillen. Und das vierte ist Hören im Sinne von Akzeptieren und Folgen. Hanima sagt doch manchmal, du sollst mir zuhören, wenn ich dir etwas sage. Angenommen, ich habe dir was gesagt, aber du machst es nicht. Dann sage ich, du sollst mir zuhören, wenn ich dir was sage. Ja, du sollst mir zuhören. Aber er hat mir jetzt zugehört eigentlich. Aber ich meine damit, du sollst mir gehorchen. Du sollst das machen, was ich dir sage, ausführen, akzeptieren. Deswegen, das sind die 4 Bedeutungen, die mit Hören verbunden werden. Das eine ist Wissen, das zweite ist Bedeutung verstehen, drittens ist Antworten, um die Bedürfnisse zu stellen, das vierte ist Akzeptieren und Gefolgschaft. Das ist Hören. Wenn wir für Allah subhanahu wa ta'ala das Sami'a benutzen, Hören, dann sagen wir, Allah ist As-Sami'. Das bedeutet, Allah ist derjenige, der ausnahmslos alles hört. Sowohl alles, was offen und alles, was verborgen gesagt wird. Der alles hört, der diese erfüllt, derjenige, der seine Geschöpfe hören lässt. Das heißt, wenn du Allah subhanahu wa ta'ala um etwas bittest, dann erfüllt er dir das. Das ist eine Bedingung seiner Hören. Also er hört nicht einfach, um eine Sache zu hören, er hört, um die Sachen, die du von ihm verlangst, dir zu erfüllen, deine Bedürfnisse zu stillen. Wenn du Zuflucht bei ihm suchst, um dir Schutz zu gewähren. Wenn du Allah subhanahu wa ta'ala fragst, damit er dir antwortet. Wenn du ihn preist, damit er dich belohnt. Deswegen ist Allah As-Sami'. Er ist der Alleshörende und der seine Diener hören lässt. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache möchte, dass die Menschen oder alle Geschöpfe das hören, dann lässt er es hören. Dann öffnet Allah die Ohren, sage ich mal, das Gehör und alle können es hören. Wenn Allah möchte, dass jemand etwas hört, dann lässt er die alle Geschöpfe hören, ob du es willst oder nicht. Wo finden wir denn überhaupt diesen Namen Allah subhanahu wa ta'ala As-Sami', die Reflexion in unserem alltäglichen Leben? Allah sagt, Qala Rabbi, er sagte, mein Herr, Ya'lamul Qawla fis Sama'i wal Ard. Er hört alles, was im Himmel auf was Erden gesprochen wird. Wa huwa as-Sami'ul Alim. Und er ist derjenige, der ganz gewiss alles hört. Und derjenige, der über alles Bescheid weiß, alles weiß. Allah subhanahu wa ta'ala hört jetzt in diesem Moment die einzelnen Fußtritte irgendwo in einem Dschungel von einer ganz kleinen winzigen Ameise. Gleichzeitig hört Allah subhanahu wa ta'ala die Bitte seines Dieners in Mekka, der ihn gerade anfleht. Gleichzeitig hört Allah subhanahu wa ta'ala jemanden, der in Afghanistan ihn um Rizq bittet. Gleichzeitig hört Allah subhanahu wa ta'ala einen im Westen, der Zuflucht bei ihm besucht und ihm Schutz gewährt. Allah subhanahu wa ta'ala hört, wie jetzt gerade der Wind weht, wie die Vögel zwitschern, wie der Tropfen vom Wasserfall, der einzelne Tropfen auf dem Stein fällt und in mehreren Tropfen wieder ins Wasser fällt. Allah subhanahu wa ta'ala hört alles. Jedes Geräusch, jeder Ton hört Allah subhanahu wa ta'ala. Nichts wird Allah subhanahu wa ta'ala entkommen. Kein einziges Geräusch, kein einziges Verborgenes oder Lautes, Gesagtes. Manchmal denkt ein Mensch sogar über eine Sache nach, er spricht mit sich selbst, er realisiert das gar nicht. Ein paar Minuten später realisiert er, dass er gerade mit sich selbst gesprochen hat und er sagt, ey, was habe ich denn gerade überhaupt so gedacht? Aber Allah hat das schon gehört. Bevor der Mensch selbst eigentlich verstanden hat, was er gerade gesagt hat innerlich, hat Allah subhanahu wa ta'ala das, was er gesagt hat, gehört. Der beste hörende Mensch, gerade zum Beispiel hier auch unter uns, kann maximal bis zur Straße hören. Aber mehr kann er nicht hören. Warum? Das Ohr eines Menschen ist begrenzt. Allah, sein Hören, ist unbegrenzt. Irgendwann, ab einer bestimmten Entfernung, wenn jemand spricht, hört ihr das nicht mehr. Warum? Weil euer Hören geht bis zu einer bestimmten Grenze. Allah, sein Hören, hat keine Grenzen. Bei euch, wenn jetzt noch eine dicke Mauer hier stehen würde, würdet ihr schon nicht mehr hören, was unten auf der Straße passiert. Aber Allah subhanahu wa ta'ala
gibt es nicht ein einziges Hindernis, was ihn hindert zu hören, eine Sache zu hören. Der Mensch muss genau wie sehen, fokussiert zuhören. Wenn ein Mensch alles angucken will, gerade den ganzen Raum, dann geht das gar nicht. Er muss auf einen Punkt gucken, damit er sehen kann. Also ein Mensch kann nur sehen, wenn er sich auf einen Punkt fixiert. Genauso ist es mit dem Hören, aber Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht so. Der Mensch, wenn jetzt anfangen 3, 4, 5 Leute zu sprechen, werden die Menschen anfangen durcheinander zu werden und er wird gar nichts mehr hören. Gar nichts mehr, er wird gar nichts verstehen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht so. Wenn sich alle Menschen versammeln und ihn gleichzeitig um unterschiedliche Dinge bitten, Zuflucht suchen, ihn lobpreisen, wird Allah niemals eine Sache überfordern oder niemals eine Verwechslung machen oder den einen gerade außer Acht lassen, weil er den macht. Er wird die Bedürfnisse von allen stillen, weil er ist innahu huwa as-sami'ul alim. Er ist derjenige, der alles hört und der über alle Situationen der Einzelnen Bescheid weiß. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns Menschen eine Stimme gegeben und genauso wie der Mensch einen besonderen Fingerabdruck hat, hat der Mensch einen besonderen Ton. Jeder Mensch hat eine eigene Stimme, die niemandem anderen ähnelt. Deswegen, genau wie dein Fingerabdruck durch eine Datenbank geht und die einzigartig ist mit deiner DNA, ist deine Stimme ebenfalls einzigartig. Und dies ist die Reflexion Allah subhanahu wa ta'ala. Allah hat jedem Menschen eine andere Stimme gegeben. Allah hat jedem anderen Geschöpfe andere Stimmen gegeben. Der Wind hat eine andere Stimme, das Wasser, der Wasserfall, das Gezwitscher der Vögel, selbst nochmal die Vögelarten. Es gibt über 100.000, alle zwitschern unterschiedlich. Allah hat alles unterschiedlich erschaffen. Warum? Dies ist eine Eigenschaft oder eine seiner Reflexionen von As-Sami'. Er ist derjenige, der seine Diener hören lässt, indem sie Töne von sich geben oder Laute von sich geben. Bevor ich zu dem Punkt komme, was passiert mit uns oder was ist die Tarbiyah, was ändert sich bei uns, wenn wir tatsächlich vergewissern oder verinnerlichen, dass Allah As-Sami' ist, möchte ich vorher auf einen Punkt kommen. Und zwar diesen seht ihr immer wieder bei allen Asma'ul Husna, wird dieses Thema immer vorkommen. Immer der Name von dem Asma, As-Sami' und dann kommt der Tawhid. Al-Aziz, der Tawhid. Al-Malik, der Tawhid. Der Tawhid ist absolut alles. Tawhid bedeutet, Allah in allen Sachen einzig und allein zu sehen. Das ist Tawhid. Eins. Wahdaniyat. Vereinen. Nicht im Sinne von mehrere Punkte vereinen. Vereinzigen. Allah als einzigen sehr besonders darin sehen. Allah in dem Besitztum nicht mit jemandem zu vergleichen. In seiner Macht nicht mit jemandem zu vergleichen. In seiner Bestrafung nicht mit jemandem zu vergleichen, in seiner Liebe mit niemandem zu vergleichen. Und genauso ist es mit seinem Hören, mit all seinen Taten, mit seinem Sehen, mit seinem Hören, mit seinem Wissen. Nichts ähnelt Allah. Allah ist in diesen ganzen Punkten, in diesen ganzen Eigenschaften immer einzig. Er hat keinen Partner, der gleich ist, der irgendwie ansatzweise mit ihm mithalten kann oder Konkurrenz darstellt. Sowas gibt es bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Deswegen gibt es immer wieder der Bereich des Asma und dann der Tawhid damit. As-Sami' ist genauso. As-Sami' und der Tawhid. Das Hören und der Tawhid. Was hat das mit auf sich? Ein Gott, der nicht hört, kann niemals ein Gott sein. Ein Gott, der deine Bedürfnisse nicht hört, wenn du gerade in der Not bist, wenn du ihn rufst, der dich nicht hört, kann niemals ein Gott sein. Ein sehr wichtiger Punkt. Ibrahim a.s. sagt zu seinem Vater, Ja Abati, lima ta'buduna ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'an. O Vater, weshalb betest du etwas an, was weder sieht, noch hört, noch von dir irgendetwas abwenden kann? Sagt Ibrahim zu seinem Vater. Wie kannst du denn etwas anbeten, was dich nicht hört? Was gar nichts abwenden kann? Der Gesandte Allahs macht einen folgenden Aufruf, einen ähnlichen Aufruf an sein Volk und sagt, Innal lazina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum. Diejenigen, die ihr anstatt Allahs anbetet, sind genauso erschaffen wie ihr selbst. Fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Ruft sie. Ruft sie, wenn ihr wahrhaftig seid, so werden sie euch antworten. Allah sagt das. Kommt. Die ihr anbetet, sind genauso erschaffene Dinge wie ihr selbst. Was macht ihr da? Ruft sie an. Sei es Jesus, Mensch,
sei es Buddha, sei es Statuen, sei es Tiere, ruft sie jetzt an, wenn ihr Not seid, wenn ihr wahrhaftig seid, sagt Allah. Wenn ihr wahrhaftig seid, dann werdet ihr jetzt diese anrufen. Ruft, macht Dua zu ihnen, mal gucken, ob sie euch irgendetwas erwidern können. Dann sagt Allah, Alahum arjulun yamshuna biha? Haben sie etwa Füße, mit denen sie gehen können? Am lahum aydin yabtishuna biha? Oder haben sie Hände etwa, mit denen sie greifen können? Am lahum a'yunun yubsiruna biha? Oder haben sie etwa Augen, mit denen sie sehen können? Am lahum azanun yasma'una biha? Oder haben sie etwa Ohren, mit denen sie hören können? Nichts von dem. Wenn jemand nicht hören kann, eine Sache nicht hören kann, wenn du alleine bist, wenn du in Not bist, dann kann dieser niemals ein Gott sein. Wichtiger Punkt. Deswegen sagen wir, Jesus war ein Mensch, der konnte nicht alles hören. Statuen sind aus Stein gemacht, wie sollen sie dich hören? Tote, wie sollen sie dich hören? All diese Dinge, wie sollen die euch hören? Wer soll dich hören, wenn du jetzt gerade hier in diesem Zimmer was rufst? Wer soll dir zu Hilfe kommen? Niemand, außer Allah. Jazakallahu khair. Die Menschen, die behaupten, wenn ich das mache, mein Sheikh hört mich von überall. Die Menschen, die sagen, oh, wenn ich das mache, er hört mich. Oh, mein Sheikh so und so, erfülle mir dies und das. Der ihn ruft, anruft. Allah sagt, ruft sie an. Sie sind nicht bei euch. Wie sollen sie euch helfen? Diejenigen, die sagen, die Staatsmacht, der Geheimdienst, die hören uns immer ab, die hören alles, was wir sagen. Ruft sie. Niemand hört euch. Niemand. Deswegen ist es sehr wichtig, eine Sache, die dir weder einen Nutzen geben kann, deine Bedürfnisse stillen kann, dir Zuflucht gewähren kann oder dir einen Schaden zufügen kann, kann niemals ein Gott sein. Niemals. Jemand, der sich nicht bewegen kann, jemand, der dich nicht anhören kann niemals ein Gott sein. Allah subhanahu wa ta'ala, unser Herr, aber es ist Samir. Allah subhanahu wa ta'ala hört denjenigen, der ihn gerade um Shifa bittet und erfüllt ihn, gibt ihm Shifa. Allah subhanahu wa ta'ala erhört denjenigen, der gerade um Rizq bittet und öffnet ihm sein Rizq. Allah hört denjenigen, der gerade Schutz bei ihm sucht. Allah hört denjenigen, der gerade verletzt ist und heilt sein Herz. Allah subhanahu wa ta'ala hört alles, was ihr sagt. Er ist dauerhaft mit euch. Ich möchte zu einem Punkt kommen, warum das wichtig ist, dass unser Herr alles hört. Und das macht unseren Herr zu Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder Mensch, wenn er Taten verrichtet, hat immer wieder diesen Gedanken, wird Allah subhanahu wa ta'ala meine Taten annehmen. Dieses Problem oder diesen Gedanken hatte Ibrahim a.s. auch, als er mit Ismail die Kaaba errichtet hat. Ibrahim a.s. sagt, وَإِذَا يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. Als Ibrahim mit Ismail die Grundmauern des Hauses errichtet hatten, sagte Ibrahim, unser Herr, nimm unsere Taten an. Innaka anta sami'ul alim. Denn ganz gewiss, du bist derjenige, der alles hört und über alles Bescheid weiß. Ibrahim bittet Allah darum, aber wie? Dass er seine Taten annehmen soll. O Allah, mit dem Namen, du hast gerade mein Bittgebet gehört. O Allah, du hörst mich doch. Nehme diese Tat von mir an und du weißt, warum ich das gemacht habe. Sami'ul alim. Du bist der Allhörende, der Allwissende. Zakaria hat von Allah subhanahu wa ta'ala etwas verlangt, was eigentlich unmöglich ist zu verlangen. In so einem hohen Alter, mal angenommen, ihr seid 70 oder 80 Jahre und verlangt ein Kind von Allah eine Nachkommenschaft, wie soll das gehen? Iznadahu rabbuhu nida'an khafiyya. Zakaria hat mit einer leisen Stimme seinen Herrn gerufen. Allah sagt nida'an khafiyya. Mit einer ganz leisen Stimme hat er zu Allah Dua gemacht. Was hat Zakaria zu Allah subhanahu wa ta'ala gesagt? Er sagte, Qala Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiban. O Allah, schenke mir, wir hatten das im letzten Unterricht, Al-Wahhab, schenke mir von deiner Seite aus eine gute, salih Nachkommenschaft. Innaka sami'ud du'a. Denn du bist derjenige, der die Bittgebete, der die Duas erhört. Und was hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht? Allah hat sein Dua gehört und hat es akzeptiert. Yusuf a.s. hat, ihr wisst, Yusuf a.s. wurde eine Falle gestellt. Die Frauen mit Zuleiha haben Yusuf a.s. eine Falle gestellt, weil Yusuf a.s. ein wunderschöner Mensch war, wollten sie mit ihm den Beischlaf, wollten mit ihm das Zina machen. Und diese Frau Zuleiha hat aber Sultan, hat Macht. Das ist das Problem. Das war keine normale Frau. Wenn du nicht das machst, was die Frau sagt, so kann sie dich bestrafen, weil sie Macht besitzt. Sie haben diese List
gegen Yusuf a.s. gemacht. Yusuf a.s., und das muss man ganz klar sagen, Yusuf a.s. ist ein Prophet, aber ein Mensch. Yusuf a.s., sie wollte Yusuf, aber Yusuf fand auch Gefallen an ihr. Sie war eine hübsche Frau gewesen, die Suleiha. Er hat auch Gefallen an ihr und wie der Mensch so ist, hat auch Bedürfnisse, hat eigentlich das Verlangen danach gehabt. Aber Yusuf a.s. sagt Folgendes zu Allah. Er sagte, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. O mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber, wozu sie mich aufrufen. Sie wollen mich zu einer Sündtat, von einer Schandtat aufrufen, mit der du nicht zufrieden bist. O Allah, das Gefängnis, was sie mir androhen, wenn ich es nicht mache, ist mir viel lieber, wie dass ich diese Schandtat mache. Dann sagt Yusuf a.s. weiter. Guck mal, sehr interessant. Wa illa tasrif anni kaydahunna asbu ilayhinna wa akun min al-jahilin. O Allah, o mein Herr, wenn du ihre List nicht von mir abwendest, so könnte ich mich ihnen zuneigen und einer der Unwissenden sein. Yusuf a.s. sagt hier eigentlich, oh Allah, das Gefängnis ist mir lieber. Ich möchte es nicht. Ich möchte nicht, dass ich diese Tat mache. Ich verabscheue die. Ich möchte lieber ins Gefängnis. Aber oh Allah, ich bin auch nur ein Mensch. Was, wenn mein Neffe über mich kommt? Was, wenn ich doch dazu neige? Dann werde ich von den Jahil sein. Die Antwort von Allah subhanahu wa ta'ala, فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنْ. Da erhörte ihn sein Herr und wendete ihre List von ihm ab. Innahu huwa as-sami'ul alim. Denn ganz gewiss, Allah ist derjenige, der alles hört und derjenige, der über alles Bescheid weiß, der das ganze Wissen hat. Yusuf hat Allah um Hilfe gebeten. In dem Moment. Er wusste, er hat einen Gott, der ihn gerade hört. Er wusste, er hat einen Gott, der ihn dauerhaft hört, dem nichts entgeht. Oh Allah, hat er gesagt, ich will das nicht, aber bitte helf mir, sonst falle ich hier rein. Allah sagt, Innahu huwa as-sami'ul alim. Wir haben sein Dua angenommen. Warum aber? Warum haben wir es angenommen? Weil wir allhörend sind, weil ich allhörend bin und über alles Bescheid weiß. Wäre Allah subhanahu wa ta'ala nicht allhörend, könnte er unsere Bittgebete gar nicht erhören. Dass er überhaupt unsere Bedürfnisse stillen kann, für uns da sein kann, ist abhängig, dass er allhörend ist. Innahu. Warum konnte Yusuf a.s. helfen? Er ist Sami'ul Alim. Er hört alles, hat das Bittgebet gehört und hat ihm geholfen. Wenn ihr in der Not seid, wenn ihr manchmal irgendwo in einem Scheidepunkt seid oder wo ihr nicht mehr könnt und die Fitna ist gerade sehr groß, dann macht Dua zu Allah und sagt, oh Allah, du bist derjenige, der mich gerade hört, errette mich aus der Situation. Du erhörst mich und es ist dein Name, es ist Samir, dass du nicht nur hörst, sondern auch das, die Bittgebete annimmst. Innahu huwa as-sami'ul alim. Du bist derjenige, der allhörend ist. Deswegen, wenn ihr manchmal von Shaitan stark angegriffen werden, sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah A'raf im Vers 200, وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. Und wenn du zu einer bösen Tat vom Satan aufgestachelt worden bist, dann nimm deine Zuflucht bei Allah. Wahrlich, Innahu Sami'ul Alim. Denn er ist der Allhörende und derjenige, der alles weiß. Ja, wenn du manchmal in der Not bist, Shaitan stachelt dich und das ist, du kannst nicht mehr, du bist der Sünde so nah, such Zuflucht bei Allah. Allah hört dich doch. Du hast einen Gott, der dir sehr nah ist. Der ist dir sehr nah und er hört dich. Und weil wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala, unser Gott, uns nah ist, uns hört, egal in welcher Situation ihr auch steckt, ob Not, Leid, Kummer, eine Hilfe braucht, egal was, ruft Allah. Hani manchmal sagt er, warte, ich rufe den, der kommt schnell. Ihr braucht nicht den und den zu rufen, damit er schnell kommt. Allah hört euch. Allah ist bereit. Allah hört euch. Ihr müsst ihn nur anrufen. Anrufen meine ich, wenn ihr rufen, Dua machen. Er wird euch hören und darauf antworten sogar. Ihr habt einen Allah, der euch sehr nah ist und der euch immer hört. Egal was ist. Deswegen ist es für uns wichtig, dass wir das begreifen. Ich möchte jetzt auch gleich zum nächsten Punkt kommen, und zwar As-Samir und die Tarbiyya eines Menschen. Was hat das denn, oder was haben wir davon, wenn wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala As-Samir ist? Guck mal, die Mushrikun denken schlecht über Allah, deswegen tun sie schlechte Taten hervorbringen. Sie denken mangelhaft über Allah, deswegen sind ihre Taten mangelhaft. Allah aber ist weder mangelhaft noch schlecht. Wenn ihr gut über Allah denkt, werdet ihr auch gute Taten verrichten.
Deswegen ist wichtig, dass ihr gut, euer Sann, euer Gedanken über Allah gut sind. Abdullah ibn Mas'ud berichtet, eines Tages saßen an der Kaaba mehrere von den Quraysh gewesen. Ihre Bäuche waren dick, aber ihre Intelligenz war sehr schwach gewesen, sagt Abdullah ibn Mas'ud. Und sie haben sich unterhalten. Sie haben gesagt, hört Allah uns. Und der eine Muschrik hat gesagt, wenn wir laut reden, dann hört Allah uns, aber wenn wir leise reden, verborgen, dann hört uns Allah nicht. Und dann hat der andere gesagt, wenn Allah uns hört, wenn wir laut reden, dann hört er uns auch, wenn wir leise reden. Dann sendet Allah folgende Verse von der Surah Fussilat 22 bis 23 herab. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Ihr pflegtet eure Sünden nicht zu verbergen. Ihr hättet nicht gedacht, dass eines Tages eure Ohren, eure Augen, eure Haut Zeugnis gegen euch ablegen könnten. Vielmehr meintet ihr, Allah wüsste nicht viel von dem, was ihr tut. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Und das, was ihr von euren Herren meintet, wie ihr von euren Herren gedacht habt, hat euch ins Verderben geführt, so wurdet ihr zu den Verlierenden. Eure Gedanken, die ihr die ganze Zeit von Allah gedacht habt, er hört uns nicht. Wenn wir leise reden, dann hört er uns nicht. Allah sieht nicht, wenn man Licht ausmacht. Ihr habt so gedacht, das hat euch genau ins Verderben gebracht. Ihr habt falsch über Allah subhanahu wa ta'ala gedacht. Deswegen, wenn ihr mangelhaft, schlecht über Allah denkt, dann werdet ihr auch schlechte Taten machen und mangelnde Taten hervorbringen. Hassan al-Basri sagt, jeder Diener dient Allah so, wie er von Allah subhanahu wa ta'ala denkt, wie sein Sann Allah gegenüber ist. Weil der Sann, der Gedanke eines Muslims Allah gegenüber gut ist, bringt ein Muslim gute Taten hervor. Weil der Sann, der Gedanke eines Muschrik, eines Fajid, eines Kafir schlecht und mangelhaft ist, bringt dieser schlechte Taten, mangelhafte Taten hervor. Daher ist es für uns wichtig, dass wir uns zur Rechenschaft ziehen. Weil wir wissen, dass unser Herr uns immer hört. Jetzt habt ihr die Wahl. Entweder denken wir, dass Allah einen Teil hört oder einen Teil nicht hört, oder wir sind Muslime und sagen, nein, Allah subhanahu wa ta'ala hört uns. Und ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr diese Woche rausgeht, bitte, denkt diese Woche an nichts anderes außer an den Namen Allahs As-Samir. Egal was ihr sagt, egal was ihr hört, sagt immer wieder, bevor ihr etwas sagt, Allah ist As-Samir, er hört mich. Ihr werdet sehen, dass dieser Name eins der Namen ist, die euch am meisten in eurem Leben in kürzester Zeit Tarbiyah macht. Innerhalb einer Woche werdet ihr die größten Veränderungen an euch selbst sehen. Wenn ihr ab heute mal anfängt, nur für eine Woche zu sagen, egal was ich höre, egal was ich sage, Allah ist As-Samir. Bevor ich eine Sache sage, Allah hört mich gerade. Wenn ich das sage, Allah hört mich. Wenn ich in Not bin, statt jemand jetzt Bescheid sagen, ich rufe Allah. Wenn ihr mit dieser Tat eine Woche das Umsetzen tut, werdet ihr die größten Veränderungen innerhalb kürzester Zeit bei euch schon merken. Wenn wir wissen, dass Allah subhanahu wa ta'ala allhörend ist, alles hört, dann ist für uns wichtig, was wir sagen. Der Prophet a.s. sagt, Man yadman li ma bayna lahyayhi wa ma bayna rijlayhi adman lahu al-Jannah. Derjenige, der mir eine Garantie über die Keuschheit zwischen seinen Kieferknochen und das, was zwischen seinen Beinen ist, gibt, dem garantiere ich das Paradies. Jemand, der mir garantiert, die Kontrolle über seine Zunge und das, was zwischen seinen Beinen ist, zu haben, dem garantiere ich das Paradies, sagt der Prophet a.s. Ja, ayyuhallazina amanu, o die ihr behauptet, den Iman verinnerlicht zu haben. Ittaqullah, fürchtet Allah, wa qulu qawlan sadida, und sagt aufrichtige Worte. Sprecht aufrichtige Worte, sagt Allah. Guck mal, Vorsicht. Sagt gute Worte, sagt aufrichtige Worte, sagt keine schlechten Worte, sagt nichts Unnötiges, sagt nichts, was ein Mensch runterzieht, sagt nichts, was gerade keinen Sinn ergibt, sagt nichts, was Fitna macht, was unnötig ist, sagt das nicht. Sagt aufrichtige Worte. Was passiert aber, wenn ihr aufrichtige Worte sagt? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum zunubakum. Dann wird Allah eure anderen Taten verbessern. Er wird eure Taten fördern. Er wird es dazu bringen, dass ihr noch mehr Taten und eure mangelnden Taten sich verbessern, vollständig werden. Und er wird euch eure Sünden vergeben, sagt Allah. Jeden Morgen, wenn der Mensch aufwacht, sprechen alle Körperteile zu einem Körperteil. إذا أصبح ابن آدم فإن الأعداء كلها تكفر لساني فتقول
Jeden Morgen, wenn der Sohn Adams aufwacht, sprechen alle Körperteile zu der Zunge und sagen, Ittaqillaha fina, fa innama nahnu bika, fa in istaqamta, istaqamna, wa in i'wajajta, i'wajajna. Alle sprechen zu der Zunge folgendes. O und du Zunge, fürchte Allah, unseretwillen, wir sind mit dir. Wenn du gut bist, aufrichtig bist, sind wir aufrichtig. Wenn du krumm bist, sind wir auch krumm. Alle sprechen zur Zunge. Deswegen ist es für einen Muslim sehr, sehr wichtig, dass er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles hört. Wenn ein Mensch weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala alles hört, dann wird er nicht mehr lästern. Er wird nicht mehr lügen. Er wird keine falschen Beschuldigungen machen. Er wird keine Falschaussage machen. Er wird kein falsches Zeugnis abgeben. Er wird keinen Schwur abgeben, den er danach nicht hält. Er wird sein Wort einhalten. Er wird nicht Sinnloses reden. Er wird nicht ohne Wissen reden. Er wird sehr aufpassen, was er sagt. Wenn ein Muslim nur alleine weiß, dass Allah ihn in jeder Situation hört, in allen Situationen, dann werden diese ganzen schlechten Sachen, die die Mutter von der Schlechtigkeit ist eigentlich, schlechtes Reden, Lästern, Hasad, dieses Reden, Lügen, Falschaussage, Schwöre nicht einhalten, Wort nicht einhalten, all die Sachen werden weggehen. Warum? Weil du weißt, Allah subhanahu wa ta'ala hört mich gerade. In dem Musnad von Ahmad ibn Hanbal gibt es eine Geschichte, die uns überliefert wird von Hawla binti Salaba und ihrem Ehemann Aus ibn Samit. Eine Frau, die verstanden hat, dass Allah as-Sami' ist. Eine Frau, die zum Gesandten Allahs kommt und mit den Gesandten Allahs diskutiert. Sie geht zu ihrem Mann, sie berichtet dem Gesandten Allahs, Ja Rasulallah, ich bin zu meinem Mann gegangen, zu Aus ibn Samit, wollte von ihm etwas haben, was eine Ehefrau von ihrem Ehemann haben möchte. Und er wurde wütend und hat gesagt, du bist wie meine Mutter für mich haram. Da gibt es ein arabisches Sprichwort, du bist wie der Rückgrat meiner Mutter für mich haram. Und das heißt, du bist für mich gestorben, du bist für mich haram, du bist nicht mehr meine Frau. So. Er ging danach raus und kam nach kurzer Zeit später wieder zurück und hatte sich beruhigt und wollte sich mir annähern. Aber ich wollte nicht. Ich habe mich von ihnen entrissen und bin zu dir gekommen. Und der Gesandte, und sie sagt, er hat das und das gesagt. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, Ja Hawla binti Salaba, sei gut zu dem Sohn deines Onkels, das ist der Cousin. Er ist ein alter Mann. Daraufhin sagt sie, Wallahi, ich werde warten, bis Allah das Hukum hinabsendet. Daraufhin sendet Allah den ersten Vers des Surah Mujadala, die darauf folgenden Verse. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Allah hat doch das Wort jener gehört, die mit dir wegen ihres Mannes stritt und sich vor Allah beklagte. Und Allah hat euer Gespräch gehört. Wahrlich, Allah ist allhörend und allsehend. Surah Mujadala. In dem nächsten Vers geht es dann weiter, dann sagt der Gesandte Allahs, okay, das ist das Hukum, dann soll dein Mann als Entschuldigung einen Sklaven befreien. Sie sagt, oh Gesandter Allahs, mein Mann ist arm, der hat nichts. Wie soll er das machen? In dem Vers kommt der nächste Punkt. Wenn die das nicht können, da soll er 2 Monate fasten. Sie sagt, ja Rasulallah, er ist ein sehr alter Mann, wie soll er 2 Monate am Stück fasten? Das wird er nicht schaffen. Dann sagt der Gesandte Allahs den nächsten Punkt, falls man das auch nicht machen kann im edlen Koran, da soll er 60 Menschen Essen geben, sättigen. Daraufhin sagt sie, ja, oh Gesandter Allahs, er besitzt nichts. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, wir werden ihm behilflich sein, ich werde ihm eine Tasse mit Khurma geben, damit soll er die Leute das Essen verteilen und sein Kafarat, seine Entschuldigung so machen. Daraufhin sagt die Frau, ich werde auch einen Teil von mir geben, damit er das macht. Aisha radiallahu anha sagt, Wallahi, subhanallah, sagt sie, ich war in der Ecke von dem Zimmer gewesen, ich habe das Gespräch zwischen ihr und den Gesandten nicht mitbekommen, aber Allah subhanahu wa ta'ala, der über die 7 Himmel ist, hoch erhaben ist er, hat dieses Gespräch gehört und hat diese Verse hinabgesandt. Das Interessante hierbei ist eigentlich, diese Frau wollte sich gar nicht von ihrem Mann scheiden lassen. Diese Frau war in dem Moment, als der Mann das gesagt hat, nur mit ihrem Mann zu Hause. Da hat kein anderer das mitgehört.
Und sie will ihren Mann nicht scheiden lassen, sehr wichtig. Also sie will nicht scheiden lassen, sie will ihn noch eigentlich. Aber sie kommt zum Gesandten Allahs mit der Beschwerde. Warum? Weil sie sagt, Allah hat das gehört. Auch wenn keiner in dem Raum ist, auch wenn keiner da war, Allah hat mich doch gehört. Allah hat das doch gehört, was er gesagt hat. Und sie kam somit zum Gesandten Allahs. Deswegen, wenn ihr wahrhaftig versteht, dass Allah allhörend ist, dann werdet ihr sehr, sehr auf euer Wort achten. Guck mal, es gibt manche Menschen, das seht ihr oft beim Tijaret vielleicht, der Bruder macht das mit Tijaret. Manche Leute, sie sagen ein Wort und wenn sie merken, die Arbeit, die haut doch nicht so, wie er es gesagt hat, dann sagt er, ich habe das nicht gesagt. Und man merkt, der lügt eigentlich. Man sieht das anhand seiner Mimik, anhand seiner Gestik, anhand seiner Art, völlig anders, er lügt gerade. Man erkennt den Lügner und der nicht gelogen hat. Das ist, wenn du einen Mangel hast, dass du denkst, Allah hört dich nicht. Oder Menschen zum Beispiel, die sagen was und sagen sie, nein, ich habe das nicht gesagt. Wallah, ich habe das nicht gesagt. Die mögen vielleicht lügen, die mögen eine Falschaussage machen, ja, kein Problem. Sie mögen vielleicht die Menschen täuschen. Aber eins steht fest, auch wenn man das merkt, die Menschen von außen merken ja, wer lügt, wer nicht lügt. Aber dieser Mensch hat ein Problem mit seinem Kopf und zwar denkt er, dass Allah nicht alles hört. Dieser Mensch, entweder denkt er, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht alles hört, oder er denkt, dass Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Macht hat, ihn dazu zur Rechenschaft zu ziehen. Deswegen müssen wir uns wirklich diesbezüglich auf uns sehr achten und begreifen, dass Allah subhanahu wa ta'ala uns in jeder Situation, in jedem Befinden uns hört. Ein weiterer Unterschied zwischen uns und den Mushrikun ist, dass wir, vor allem ist das wichtig, auch für die Leute, die Bidat sind, zwischen Muslimen, uns Muslimen und den anderen von Mushrikun unterscheidet eine Sache in der Ibadat. Die Muslime, die machen Ibadat leise, langsam, ruhig, vorsichtig. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, Ud'u rabbakum tadurru'an wa khuffiya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Ruft euren Herrn in Demut und im Verborgenen an. Wahrlich, er liebt nicht diejenigen, die übertreten. Übertreten ist laut, Geschrei, Ibadat laut machen, schreiend machen, brüllend machen, laut, das ist übertreten. Allah liebt nicht die, die übertreten. Allah will demütig, in dir zurückgezogen, verborgen, ruhig und ganz leise, dass du zu Allah subhanahu wa ta'ala Dua machst. وَاذْكُرُ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضُرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْأَصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ. Und lobpreis deinen Herrn in deinem Inneren, demütig, ehrfürchtig und mit leiserer Stimme, morgens und abends, und sei nicht von den Achtlosen, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Der Gesandte Allahs war eines Tages mit einer Gruppe von Muslimen auf einer Reise gewesen. Und immer wenn sie an einem hohen Berg ankamen, haben die Muslime laut Zikr gemacht. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Und sie wurden immer lauter, immer lauter. Daraufhin sagt der Gesandte Allahs, Ja ayyuhan nas, o ihr Menschen, Arba'u ala anfusikum, seid barmherzig zu euch selbst. Yani, brüllt nicht, macht nicht so laut, schreit das nicht so laut raus. Erhebt eure Stimme nicht. Warum? فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا. Ihr habt nicht einen Gott, der stumm, der taub ist oder abwesend ist. إِنَّهُ مَعَكُمْ إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ. Er ist mit euch, er ist euch sehr nah und hört euch, sagt der Gesandte Allahs. Was schreit ihr so rum? Seid nicht so laut, erhebt eure Stimme nicht, redet leise. Ihr habt einen Allah, der euch nah ist, der euch die ganze Zeit hört. Ihr müsst nicht laut reden, auch wenn ihr vom Inneren redet, auch wenn ihr leise spricht. Das reicht aus, Allah euch subhanahu wa ta'ala hört. Aber die Mushrikun, die sind nicht so. Wie sind die Mushrikun? Es gibt übrigens Ausnahmen in der Hajj oder Azan, die werden laut gemacht. Aber das ist, weil der Islam präsentiert wird. Das ist, weil die islamische Shi'allah, die islamische Fundamente präsentiert und nach außen so extra gezeigt werden. Das ist eine andere Sache mit Hajj, dass man Takbir macht oder das Azan. Aber an sich, die Ibadat werden alle ruhig gemacht. Aber die Mushrikun sind nicht so. Die Mushrikun machen mit Musik, mit Instrumenten, mit Schreien, mit Klatschen, Handstand, auf dem Kopf, mit Geräten, werfen Dinge. Das sind die Mushrikun. Allah sagt, وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَسْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Und ihr Gebet beim Haus ist nur Pfeifen und Klatschen.
kostet nun die Strafe dafür, dass ihr stets ungläubig gewesen wart, sagt Allah zu Mushrikun. Klatschen, pfeifen, das sind Mushrikun heute. Laut, laut rumspringen, Saltus machen der Moschee, auf den springen und was weiß ich was machen, Dinge durch sich durchstecken. Ein Muslim macht das nicht. Ein Muslim ist bodenständig, er ist ruhig, er ist Fundament. Warum? Allah ist Qarib, er ist uns nah und er ist As-Sami, er hört uns doch. Auch wenn du leise sprichst, haben wir gesagt, ob du verborgen oder laut sprichst, Allah hört dich. Ich möchte zu einem weiteren Punkt kommen, und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala ist As-Sami, und wir haben gesagt, eine weitere Reflexion ist, dass er seine Diener auch hören lässt. Vielleicht eins der größten auch Gaben, die Allah den Menschen gab, ist das Hören. Dass wir hören können, eigentlich sollten wir Allah subhanahu wa ta'ala Hamd und Shukr machen, dass wir überhaupt hören können. Allah sagt, Wallahu akhrajukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Allah hat euch aus den Leibern eurer Mütter hervorgebracht. Ihr wusstet nichts, ohne dass ihr was wusstet. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْعِدَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dann gab er euch Gehör, Augenlicht und Herz, auf das ihr dankbar sein möget. Ich habe schon vorhin gesagt, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns eine Gnade erwiesen, indem wir hören. Hören, aber so fasziniert hören, das müsst ihr euch mal durch den Kopf zergehen lassen. Ein Mensch, wenn er alles hören würde, würde der Mensch kaputt gehen. Stellt euch mal vor, ihr würdet alles hören, aber könntet nicht die Macht haben, alles auszuführen. Jemand braucht Hilfe, jemand schreit gerade. Wenn ihr alles hören würdet und hättet nicht die Macht, diese Sachen zu Bedürfnis zu stillen, dann wäre das nur eine Last. Stellt euch mal vor, ihr würdet euch hinlegen und alles hören, was Geräusche macht. Ihr würdet den Erdkern hören, wie die Erde sich dreht. Ihr würdet die Bakterien auf euren Kissen hören, wie die da rumgehen. Ihr würdet das Blut hören, alles. Ihr würdet durchdrehen. Was hat Allah subhanahu wa ta'ala gemacht? Allah hat diese zwei Ohren erschaffen, aber so, dass ihr bestimmte Töne aufnimmt, aber bestimmte Töne auch nicht hört. Und das ist von seiner Rahmat. Was für ein Gleichgewicht ist das? Andersrum, würdet ihr isolationshaft gehen in einem Raum ohne einen Ton, ohne ein Geräusch, wo alles mit Luft oder Polster oder Plastik ist, so würdet ihr nach wenigen Stunden euer eigenen Herzschlag hören. Ihr würdet das Blut fließen hören. Ihr würdet nach einer Zeit das Gleichgewicht verlieren und umkippen, wenn ihr keine Geräusche hören würdet. Wenn ihr in einem Raum seid, ohne einen Ton, ohne ein Geräusch, so würdet ihr nach einer bestimmten Zeit umfallen und sterben. Ihr würdet nicht darauf klarkommen. Wir müssen was hören. Wenn wir nichts hören, haben wir kein Gleichgewicht mehr. Aber Allah lässt uns hören, nicht so, dass wir durchdrehen, aber er macht nicht die Stimmen weg, sodass wir durchdrehen. Was für ein Gleichgewicht ist das, dass wir Dinge hören, wenn jemand mit uns spricht, die Entfernung, die Distanz. Wie kann man das so perfekt ein Ohr bilden, was genau diese, was wir jetzt gerade hören soll und das, was wir nicht hören sollen, nicht hören. Das ist, wenn Allah subhanahu wa ta'ala eine Sache erschaffen tut. Er erschafft auf die schönste Art. Das ist Allah. Er ist einzig. Versteht ihr, warum Allah einzig ist? Allah gebührt es, einzig und allein angebetet zu werden. Sonst niemand anderem. Man müsste nur über Ohren mal Gedanken machen. Da würde man gar nicht mal drauf klarkommen. Man würde denken, was ist denn das für ein Ding, diese Ohren? Diese zwei Dinge können über 1000 Stimmen voneinander differenzieren. Ich kann, wenn ich meine Augen zumache und der Bruder spricht, weiß ich, dass er das ist. Wenn du sprichst, weiß ich, dass du das bist. Diese zwei Ohren können über Tausende von Stimmen voneinander unterscheiden. Sie können abdämpfen. Diese zwei Dinge, Ohren. Was ist das für eine Schöpfung? Das ist Allah. Laysa kamithlihi shay. Nichts ist ihm gleich. Innahu sami'ul alim. Er ist derjenige, der alles hört und derjenige, der alles weiß. Allah subhanahu wa ta'ala hätte auch alles in einem Ton erschaffen können, macht er aber nicht. Er hätte auch alles in einem Ton erschaffen können, macht aber Allah subhanahu wa ta'ala nicht. Allah hat so ein Gleichgewicht erschaffen. Stell dir mal vor, du würdest etwas sehen, was keinen Ton macht, aber fliegt an dir vorbei. Das würde komisch sein. Selbst eine Biene, eine Fliege macht Geräusche. Eine Sache ohne Geräusche macht eine Sache sehr seltsam. Man muss sich mal darüber Gedanken machen, der Ton, wie wichtig eigentlich der Ton ist und unsere Ohren, die das aufnehmen. Deswegen, Allah hätte auch alles in einem Ton erschaffen können,
Aber Allah gebührt es nicht. Ein Gott, das macht ein Gott aus, einen mächtigen Gott. Er ist so mächtig, er macht nicht alles eintönig. Er lässt unterschiedlich jeden Menschen eigenen Ton haben. Allen Geschöpfen einen separaten Ton geben und die unterschiedlichsten Töne, auf die man erstmal kommen müsste, das ist Allah, der Allmächtige. Und für ihn gibt es keine Verwechslung. Er weiß genau, welcher Ton von was ist. Und er kann alle voneinander unterscheiden. Deswegen ist Allah derjenige, der uns hören lässt, As-Sami'. Derjenige, der alles hört, aber den Diener auch hören lässt, ist eins der größten Gaben. Der weitere Punkt ist, Allah subhanahu wa ta'ala lässt seine Diener die Hidayat hören und das Gute hören. Manche Leute zum Beispiel, es ist nicht gleich, den einen Menschen sagst du zum Beispiel, Ikhwan, hier gibt es zum Beispiel eine Da'wa-Arbeit, wer will das machen? Der eine dreht sich um und sagt, nee, ich nicht. Er hat es nicht gehört, er hat es gehört, aber er hat es nicht verstanden. Allah hat eine Gardine davor gemacht. Der andere sagt sofort, ich. Allah lässt das Gute hören und Allah lässt die Hidayat hören. Aber wenn Allah subhanahu wa ta'ala möchte, dann macht er eine Perde davor, dann hörst du nichts mehr. Allah sagt, Inna sharra dawabi inda Allahi summul bukmul lazi la ya'qilun. Gewiss die schlimmsten Kreaturen, Tieren bei Allah sind die Tauben, stumm, die nichts begreifen. Vorsicht, was damit aber gemeint ist. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ. Hätte Allah für sie was Gutes gesehen, was Gutes gewusst, so hätte er sie hören lassen. وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Aber wenn Allah sie hätte hören lassen, hätten sie sich trotzdem widerstrebend abgekehrt. Manche Leute lässt Allah subhanahu wa ta'ala nicht die Hidayat hören. Ihr kennt es zum Beispiel auch, manche Leuten erklärt ihr zum Beispiel den Tawhid, ihr erklärt den Islam, aber er versteht es einfach nicht. Ihr habt das Gefühl, er hört es einfach nicht. Er guckt euch mit einem ganz leeren Blick an, als würde er gerade nicht verstehen, um was es geht. Aber über egal welches Thema ihr andere sprechen würdet, egal was ist, Politik, egal was, Sport, Geld vor allem, irgendwas anderes, würde er sofort mitreden. Auch wenn er überhaupt keine Ahnung von diesem Bereich hat. Er würde einfach mitreden. Aber sobald ihr über Tawhid redet, werdet ihr merken, wie die Menschen einen ganz leeren Blick kriegen. Sie hören es nicht. Allah sagt, da hätte er was Gutes für sie, also hätte er was Gutes für sie gewusst, hätte er sie hören lassen. Aber wisst ihr was? Hätte er sie hören lassen, glaubt Allah, so wären sie ganz eifrig wieder in die Irre gegangen. Weil sie wollen es nicht. Deswegen sagt auch Allah zum Propheten, als der Prophet manchmal traurig wurde und er Dawa gemacht hat, وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. Nicht gleich sind die Toten und die Lebendigen, sagt Allah. Inna Allah yusmi'u man yasha'u. Allah lässt hören, wen er will. Aber وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعِي مِنْ فِي الْقُبُورِ. O Muhammad, du kannst diejenigen, die in den Gräbern sind, nicht hören lassen. Du kannst nicht dazu bringen, dass sie hören. Was sagt Allah damit eigentlich? Hat der Prophet auf den Gräbern Dawa gemacht? Der hat nicht auf den Gräbern Dawa gemacht. Damit sagt Allah, die einlädt, die werden nicht hören. Du kannst ja auch nicht diejenigen, die in den Gräbern liegen, die tot da liegen, hören machen. Oder kannst du hören machen? Genauso wie das nicht funktioniert, kriegst du diese Menschen nicht dazu, dass sie das hören, diese Hidayat hören. Aber dann wiederum gibt es manche Leute, die hören immer das Gute. Wenn sie irgendwas Khair hören, dann wollen sie es gleich machen. Sie hören die Hidayat. Allah sagt in Surah Zumar, وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادٍ. Und diejenigen, die die Tawarit verleugnen und sich Allah subhanahu wa ta'ala zuwenden, für sie ist die frohe Botschaft bestimmt, gib denn die frohe Botschaft meinen Dienern. Aber wie haben sie das denn erlangt? Was haben die für eine Eigenschaft, diese Menschen, die diese Tawarit verleugnen und sich Allah zuwenden? Warum? Wie ist das passiert? الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ. Das sind diejenigen, die auf das Wort hören und von dem Besten von ihm folgen. Sie sind es, denen Allah den Weg gewiesen hat, und sie sind es, die Verstand besitzen. Das sind diejenigen, die die Hidayat kriegen, die sich alles anhören, aber dem Besten folgen. Sie hören sich das an, aber sie folgen im Endeffekt dem Guten. Sie folgen dem Besten. Sie folgen nicht ihrem Nefis oder ihrem falschen Ego oder ihre Väter oder das, was der sagt, was sein Freundeskreis sagt, was die Leute sagen, was gerade aktuell in ist. Er folgt dem Guten.
Das, was gut ist, dem folgt er. Und nicht irgendwas anderem. Das macht diejenigen aus, die Allah, dessen Herz geöffnet hat und die Allah subhanahu wa ta'ala recht geleitet hat. Deshalb sagt man im Islam auch, Sami'na wa ata'na. Das ist im Islam sehr wichtig. Wir haben gehört und wir gehorchen, wir folgen. Ihr könnt erst folgen, wenn ihr gehört habt. Der Prophet sagt, hört und gehorcht den Befehlshabern unter euch. Das ist sehr wichtig. Guck mal, der Islam ist eigentlich darauf aus, hören. Hören ist wichtiger wie sehen. Ihr könnt zum Beispiel durch Hören das Gute erlangen. Ihr könnt durch Hören Hidayat kriegen, aber durch Sehen alleine reicht es nicht aus. Hören ist wichtiger wie Sehen. Deswegen sind Sahabas Sohbet entstanden. Warum? Sie haben viel zugehört. Guck mal, der Mensch heute, oder der Westen, vor allem die Feinde des Islam, die sind mehr auf das Sehen aus, auf die Augen, auf die Blicke. Der Islam ist aber auf das Hören aus. Sami'na wa ata'na. Es reicht aus, wenn du hörst, um die Rechtleitung zu kriegen. Um etwas Gutes zu machen, musst du nur hören. Um ins Paradies zu kommen, musst du hören. Du musst nicht unbedingt sehen. Aber die Kuffar sind nicht so. Die sagen, man muss sehen. Der Westen ist auf dem Sehen aus. Sehen, gucken, sehen. Damals, oder wir wissen das ja heute selbst, die Menschen hören nichts mehr. Hören ist schwierig geworden. In der Schule auch zum Beispiel. Man macht einen Unterricht 45 Minuten, man kann nicht mehr lange zuhören. Deswegen ist Zuhören muss eine Sache sein, die trainiert wird. Jemand, der an diesen Unterrichten teilnimmt, der lernt gleichzeitig eine sehr wichtige Sache. Zuhören. Wenn ein Mensch nicht zuhören kann, der wird niemals seine anderen Taten verbessern können. Wenn jemand beim Gebet Mangel hat oder irgendwo anders Mängel hat, der wird niemals diese verbessern können, wenn er nicht ein Mensch ist, der Nasihat annimmt, der zuhört. Ein Mensch, der nicht zuhören kann, der wird seine Taten niemals verbessern. Eine sehr wichtige Regel, merkt euch das. Ihr müsst erstmal das Zuhören lernen. Der Westen hat angefangen, weil die Menschen nicht zugehört haben, ein Bild zu erstellen. Dann haben sie angefangen, das Bild zu bewegen. Dann haben sie Bewegung 2D gemacht, dann haben sie 3D gemacht und jetzt bewegt sich das noch schneller. Wusstet ihr, damals hat man eine Kameraperspektive 7 Minuten auf eine Stelle gelassen und erst nach 7 Minuten hat man die Kameraperspektive geändert. Innerhalb 10 Jahren ist aus den 7 Minuten 7 Sekunden geworden. Das ist unsere Konzentration. Wenn man innerhalb 7 Sekunden das Bild nicht wechselt, wird es schon langweilig für einen Menschen. Wahnsinn. Das ist die Konzentration eines Menschen heutzutage. Deswegen in den Hollywood-Filmen werdet ihr dauerhaft innerhalb 7 Sekunden immer ein Bildwechsel sehen. Achtet mal drauf, wenn ihr mal länger, mal so 1 Minute ein Bild konstant ist, wie der Mensch schon gelangweilt wird. So schnell geht das. Aber der Islam ist nicht so. Der Islam ist auf das Hören aus. Der Islam ist aufs Hören aus. Hören ist sehr wichtig. Deswegen sollt ihr auch weniger reden und mehr zuhören. Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht umsonst 2 Ohren, einen Mund gegeben. Ihr sollt weniger reden und mehr zuhören. Aber wenn es anfängt, dass ihr mehr spricht wie zuhören, dann habt ihr eine grundsätzliche Regel falsch gemacht. Euer Gleichgewicht, die Ausgewogenheit in eurem Leben ist falsch. Es wird nicht klappen. Deswegen, ihr müsst euch das Hören angewöhnen. Hören ist sehr wichtig. Hört zu. Manche Leute haben so viel Kummer, haben Redebedarf. Nur euer Zuhören alleine würde ihr Kummer aufheben. Hören ist sehr wichtig. Hört zu. Zuhören ist das A und O. Überhaupt, wenn du in eine Jamaat kommst, Tarbiyah, alles beginnt mit Hören. Erstmal musst du zuhören. Zuhören ist das Wichtigste. Für Reden wirst du zur Rechenschaft gezogen, fürs Zuhören nicht. Hör zu. Hör zu, was die Leute sagen und such dir das Beste raus. Zuhören ist das A und O im Islam. Sami'na wa ata'na. Deswegen, wenn jemand in die Irre gegangen wird, heißt es Summun, Bukmun, Umyun. Taub, stumm, blind. Erst kommt das Taub. Er ist taub, er hört nichts. Wenn ein Mensch in die Irre geht, dann ist das Erste, was bei ihm fehlgeschlagen hat, dass er nicht mehr zugehört hat. Wenn ein Mensch aufhört zuzuhören, nicht mehr auf die Ratschläge hört, nicht mehr den Koran zuhört, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir ein gewaltiges Problem. Deswegen, wir sind Muslime, wir sind eine Gesellschaft, wir sehen das ja selbst, deswegen machen wir Videos, weil keiner hört mehr. Wir versuchen mehrere Perspektiven zu machen, interessante Videos, wir versuchen unsere Videos zu komprimieren. Normalerweise würden wir viel länger in die Unterrichte gehen und viel mehr Beweise aufzeigen, aber weil die Menschen nicht mehr zuhören, versuchen wir unsere Unterrichte klein zu halten. Aber ihr lernt mit diesen Unterrichten eine Sache auf jeden Fall dazu, das Zuhören. Und das ist eine große Gabe. Lernt das Zuhören. Die nächste Gesellschaft, die nicht zuhört, die wird verlieren. Ich komme inshallah zum letzten Punkt, und zwar zu Allah subhanahu wa ta'ala as-Sami' und der islamischen Bewegung. Ein Mensch, der in der islamischen Bewegung ist, muss sich viel anhören.
Er muss sich sehr viele Beschuldigungen anhören. Er muss sich anhören, dass er ein Verräter ist. Er muss sich anhören, dass er ein Verräter ist, ein Schlechter ist, ein Mensch ist, der Hirnwäsche macht. Ein Mensch, der in der islamischen Bewegung heutzutage ist, der muss sich anhören, dass er den Kuffar Butter aufs Brot schmiert, sagen die einen. Er muss sich anhören, dass er zu radikal ist. Er muss sich anhören, dass er Lügen erzählt. Er muss sich anhören, dass er falsche Beschuldigungen aufhört. Er muss sich anhören, dass er vielleicht andere Absichten hat. Ein Mensch, der in der islamischen Bewegung aktiv ist, muss sich anhören, dass er ohne Ikhlas arbeitet. Es wird viel vorgeworfen. Es wird danach gesagt, man macht das aus Neid, aus Profit. Man macht das, weil jemand anders hinter ihm steht. Das muss man sich in einer islamischen Bewegung sehr häufig anhören. Und ihr, auch vor allem die hier gerade sitzen, als im Auftrag des Islam, ist es für uns sehr wichtig, vor allem die Talabas, die hier sitzen, wenn ihr als im Auftrag des Islam agiert, werdet ihr euch sehr viel anhören müssen. Weil die Menschen reden viel. Würden die Leute aufpassen, würden die Leute verstehen, dass Allah alles hört, so würden wir viel weniger Probleme haben. Aber die Menschen haben diesen Namen Allahs nicht verinnerlicht, deswegen reden sie. Reden ohne Delil, lügen, beschuldigen, tragen das weiter, was sie hören. Aber ihr als im Auftrag des Islam, die hier sitzen, vor allem an euch sehr wichtig, dass ihr euch viel anhören müsst. Allah subhanahu wa ta'ala, und weil ihr euch viel anhören müsst, gibt es aber einen oder jemanden, den ihr besonders aber zuhören solltet. Und das ist der Koran. Der Koran sagt uns nämlich schon im Voraus, dass ihr euch viel anhören müsst. Aber hört dem Koran zu. Er sagt, was die Lösung dafür ist. Und wir haben leider heute den Koran, wir hören den nicht mehr zu. Hört den Koran zu, was er euch zu sagen hat, dann werdet ihr die Lösung finden für alle Beschuldigungen, die auf euch zukommen. Allah sagt im edlen Koran, Allah subhanahu wa ta'ala, لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا. Wahrlich, ihr werdet geprüft werden mit eurem Gut, mit eurem Besitz und mit eurem eigenen Nefis selbst. Und wahrlich, ihr werdet viele verletzende Äußerungen von denjenigen hören, die die Schrift vor euch gegeben worden ist. Und diejenigen, die Allah etwas beigesellt, von den Mushrikun, werdet euch viel anhören müssen. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Aber wenn ihr geduldig seid, wenn ihr Allah fürchtet, so ist das die wahre Entschlossenheit, sagt Allah. Sabr bedeutet hier nicht ruhig bleiben, nein, nein, standhaft zu bleiben. Egal welche Argumente auf euch zukommen, egal was ihr euch anhören müsst, trotzdem zu sagen, ich werde auf meinem Weg bleiben. Sabr bedeutet ja, auf seinen Weg zu beharren, auf diesen Weg zu beharren, egal von wem der Wind kommt. Und Allah alleine fürchten. Nicht nur geduldig sein, standhaft und nur Allah fürchten, niemand anderen fürchten. Nicht die Worte der Menschen fürchten, die Drohungen, die verletzenden Worte. Bleibt genauso weiter und fürchtet Allah. Das ist die wahre Entschlossenheit. Menschen werden euch verletzen, aber sie haben nicht nur euch verletzt, sie haben die Gesandten Allahs verletzt. Und dann sendet Allah diese Verse in Surah Yunus zu dem Gesandten Allahs hinab. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ. Und sei nicht betrübt, sei nicht traurig über das, was sie sprechen, über das, was sie sagen. O Muhammad, Vorsicht, sei ja nicht traurig, sei nicht betrübt über das, was sie sagen. Warum? إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Der ganz gewiss, die Macht, die Ehre, die Anerkennung, die Würde, der Respekt ist einzig und allein bei Allah insgesamt. Huwa Sami'ul Alim. Und er ist derjenige, der dich hört und über deine Situation Bescheid weiß, der alles weiß. O Muhammad, sei nicht traurig. Lass dir ruhig sagen, mach du ein Bittgebet, wisse Allah ist Al-Aziz, er hat die Izzat, er hört dich. Du hast so einen Gott, der immer mit dir ist. Egal was sie sagen, du musst ja viel anhören, aber du hast einen Gott, der dich hört, O Muhammad. Sprich zu mir. Das sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Menschen, die ohne Delil sprechen, sagt Allah, wird es geben. Inna allazina yujadiluna fi ayati Allahi bighayri sultanin atahum. Diejenigen, die über die Zeichen Allahs mit euch streiten, ohne dass ihr eine Ermächtigung
bekommen haben von Allah subhanahu wa ta'ala. Inna fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi fasta'iz billah innahu huwa as-sami'ul basir. Diejenigen, die mit zu euch kommen und ohne ein Delay mit euch diskutieren, keinen Beweis haben, einfach irgendwelche Argumente sagen, und da gibt es ja Sand am Meer, ohne einen Beweis zu sprechen. Das ist ja das Hauptproblem heutzutage. Würden die Menschen aber ihren Mund halten, würden die Menschen ihr Mundwerk einfach mal beherrschen können, so würde die Fitne, das Jahilik, alles, die ganzen Fragen von der Welt aufgehoben werden. Diese Menschen aber haben nicht verinnerlicht, dass Allah Sami' ist. Deswegen ist der Name sehr, sehr wichtig für euch. Allah sagt, diejenigen, die kommen und ohne ein Delil mit euch streiten, haben in ihren Brüsten, warum machen sie das ohne ein Delil? Haben in ihren Brüsten nur Neid und einen falschen Stolz, was sie aber niemals erreichen werden können. So suche Zuflucht bei Allah. Vor diesen Menschen, du kannst sie nicht aufhalten, sie werden reden, aber warum? Weil sie eigentlich einen Neid in sich haben. Sie werden genauso. Sie haben einen Neid in sich. Aber Allah sagt, sie werden es niemals erreichen, was sie die ganze Zeit wollen, diesen Neid. Suche Zuflucht bei Allah. Warum? Weil innahu huwa as-sami'ul basir. Er ist derjenige, der euch immer hört, wenn ihr Zuflucht zu ihm sucht, und derjenige, der alles sieht. Deswegen, wenn ihr Dawa macht, wird es ohne Zweifel Menschen geben, und ihr werdet immer drauf stoßen. Der letzte Punkt, da kommen wir zum Schluss. Menschen, wenn ihr Dawa macht, fangen immer an, persönlich zu werden. Immer an, persönlich zu werden. Habt ihr euch das mal gefragt, warum die immer persönlich werden? Einfach. Die Antwort ist, warum Menschen persönlich werden, weil sie niemals gegen die Dawa ankommen können. Die Menschen wissen nämlich, sie können die Dawa nicht stoppen. Sie können die Dawa nicht aufhalten. Was machen sie also? Fangen an, dich persönlich anzugreifen. Ein guter Da'i, der Dawa macht, wird daher niemals, guck mal, niemals auf persönliche Streitigkeiten eingehen. Niemals. Warum? Weil er weiß, dass Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute bestrafen wird. Er weiß, dass Allah alles hört und diese Leute bestrafen wird, deswegen wird er sich geduldig aufbauen. Wenn es um seine Sache geht, wird er sich gedulden. Ein Muslim, ein guter Da'i, wird niemals auf Persönlichkeiten eingehen, wenn jemand ihn persönlich angreift, persönlich wird, frech wird. Warum? Weil diese Menschen wollen die Dawa stoppen. Die Dawa, gegen die sie keine Chance haben, die überrempelt sie. Sie kommt mit der Wahrheit. Diese Deliks, die sie haben, sind keine Beweise. Also werden was gemacht? Ihre Beweise zerstört. Also was müssen sie machen? Versuchen, dich ruhig zu kriegen. Versuchen irgendwie, dass du nicht mehr darüber erzählst. Also was machen sie? Kommen mit persönlichen Fehlern. Mangelhaft, dein Bart ist zu kurz. Du hast das nicht, du hast dies nicht. Guck dich doch mal an, du hast letztens das gemacht. Du machst so selber noch die Sünde. Sie werden ankommen und versuchen, deine Fehler aufzuzeigen. Aber lasst euch niemals von ihm beeinflussen. Ein Da'i bleibt trotzdem bei dem Tawhid. Er wird seine Tawhid aber weiterhin erklären. Egal wie weit. Egal was sie euch angreifen, dich beleidigen, dich persönlich angreifen, dich runterziehen, dich beschuldigen, macht ihr weiter Dawa. Erklärt ihr den Islam, das ist der Beweis, dass ihr auf dem rechten Weg seid. Deswegen manche Leute manchmal bellen uns an von der Seite als im Auftrag Islam, sie bellen uns häufig an. Das interessiert uns nicht. Wir schlagen uns hier nicht mit bellenden Hunden, sonst kommen wir nicht weiter. Das ist ja genau, was sie wollen. Die Dawa abhalten. Sie kommen mit den unterschiedlichsten Beschuldigungen. Auf sowas würdet ihr niemals kommen. Eklig, respektlos, schamlose Beschuldigung, wirklich herabwürdigende Beschuldigung. Bei manchen Leuten zieht es, aber bei denen es zieht, lasst sie. Die hatten sowieso kranke Herzen gehabt. Aber für uns ist eine Sache wichtig. Diese Tawhid-Dawa zu verkünden. Egal um welchen Preis. Und wenn sie uns selbst angreifen, persönlich werden, geht niemals auf die Persönlichkeiten ein, Streitigkeiten. Dies ist eine Masche von ihnen und von Shaitan. Seid ihr weiterhin standhaft und versucht, eure Dawa weiterhin zu erklären. Denn ihr müsst euch viel anhören in einer islamischen Bewegung, das ist richtig. Aber ihr habt Allah, der euch hört. Hört dem Koran zu. Für uns ist wichtig, dass wir den Koran zuhören. Wenn wir den Koran zuhören, dann werden wir wissen, also wenn ich in der islamischen Dawa bin, dann werden irgendwann auch viele Beschuldigungen kommen. Das sagt Allah vorher. Aber wenn ihr den Koran nicht zuhört, dann werdet ihr irgendwann überrascht sein. Oh, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, werdet ihr sagen. Oh, was war denn das? Jetzt hat mich so getroffen. Aber wenn ihr den Koran liest, dann baut ihr euch schon vorher auf. Und ihr werdet sagen, wann kommt denn eigentlich der Punkt?
Der muss doch immer kommen. Und dann wird er euch treffen, dann werdet ihr sagen, Allahu Akbar. Genau diesen Moment habe ich erwartet. Wartet, Allah, seine Lösung ist Geduld und Allah fürchten. Ittaqillah und Isbir. Dann werdet ihr genau sagen, diese 2 Punkte und ihr werdet es anwenden. Hört dem Koran zu. Dem Koran lohnt es sich zuzuhören. Dem einzigen, dem es sich lohnt, überhaupt auf dieser Dunya zuzuhören, ist der Koran. Hört dem Koran zu. Geht diese Woche raus und alles, was ihr sagt, werdet ihr sagen, Allah ist as-Sami'. Allah hört mich. Und ihr werdet sehen, wie in kürzer Zeit euer ganzes Leben sich ändert. Allah hört euch. Egal in welcher Situation ihr euch befindet. Nida'an khafiyya. Bitte Allah mit einer leisen Stimme, egal um was ihr wollt, er wird euch helfen. Wie er Yusuf geholfen hat, wie er Zakaria, sein Nachkommenschaft, was unmöglich war, möglich gemacht hat, wie er Ibrahim sein Dua angenommen hat, seine Sachen akzeptiert hat, macht Dua zu Allah. Ihr habt einen Gott, der euch nahe ist, der euch immer hört. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Herz für das Gute und das Hidayat öffnen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu dankbaren Dienern machen und uns zu Dienern machen, mit dem Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Gehör öffnen für den edlen Koran und zum Nur unserer Herzen und zum Nur unserer Brüste werden lassen. Allahumma amin. Möge Allah das Schlechte von uns abwenden, sodass wir es gar nicht hören, das unnötige Wissen von uns abwenden. ندعو الله يجمعنا على كتاب الله وعلى شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.